Aber ich bin's wieder, der Läusel. Und ich wollte euch jetzt mal von meinem Nachbarn erzählen. Bin ich letztens in den Garten gegangen, stehe da am Zaun. Habe ich gedacht, da wunderbar. Erzähle ich ein paar Witze. Der schaut irgendwie so grimmig. Aber ich habe mich gar nicht erinnert, dass er ja eigentlich bei der AfD ist. Na gut. Servus, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, willst du ein paar Witze hören? Schaut er mich an, sagt na. Und sage ich, also gut, pass auf, habe ich gesagt. Der ist gut. Was ist der Unterschied zwischen Zombies und Nazis? Ja, und weil er nichts sagt, habe ich ihm die Antwort gegeben, habe ich gesagt, die Zombies bauen weniger Scheiße. Und weil er auch nicht mehr lacht, habe ich gedacht, erzähle ich gleich die nächsten. Dann habe ich gesagt, du pass auf, was ist denn ein germanischer Krieger? Ja, weil er mich bloß anschaut wie so ein Mundkeibel, habe ich gesagt, also pass auf. Er ist groß wie Goebbels, schlank wie Göring und blond wie Hitler. Ich habe zum Lachen angefangen, aber schon wo ich zu ihm schaue, da schaut er noch besser. Okay, habe ich gedacht, so schlecht sind meine Witze gar nicht. Habe ich gesagt, ich erzähle dir noch einen, meinen letzten jetzt. Welche Stadt lieben Nazis? Schaut er wieder mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Habe ich gedacht, okay. Gebe ich ihm gleich die Antwort, Braunschweig. Weil es sind alle Braunschweiger. Aber das fand er jetzt auch nicht lustig. Er hat so eine Plastikflasche in der Hand gehabt, so eine Wasserflaschen. Die hat er halt genommen und geschmissen und ist dann umgedreht und gegangen. Aber ich als alter Tormann, ich hab's halt einfach gefangen. Hab gedacht, naja, vielleicht hat er ja heute noch mal Durst. Hab's zurückgeschmissen und da haben wir am Kopf getroffen. Dann ist er hingefallen. Und zwar direkt in den Hundehaufen von seinem Hund. Mei, hab ich gelacht. Das war saugeil. Aber dann bin ich gegangen, wo er wieder aufgestanden ist. Mit seinem braunen Gesicht.